Herzlich willkommen miteinander auf meinem Kanal Italiano. Mein Name ist Alessio und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 FC Basel Karrieremodus. Und wie ihr seht, wir sind soweit 6. September und es geht weiter in der Schweizer Liga. Und eine Überraschung. Oh, jetzt waren wir schon da fertig. Steffen. Kurz fertig machen und dann sage ich weiter. So, und eine Überraschung habe ich eigentlich schon. Ich habe einfach mal 2 Tage simuliert, damit eigentlich alles Langweilige rausgeht. Aber plötzlich bekomme ich ein Mail. Wir sind als Italiano der begehrte Trainer. Okay, was könnte es sein? Natürlich Nationalmannschaften. Aber die erste Nationalmannschaftsanfrage kommt doch meistens von Indien oder von einer Mannschaft, die recht schlecht ist. Oder? Oder haben die schon was Spezielles in der Karrieremodus? Dann schreiben sie in die Kommentare, aber das ist für mich das erste Mal, dass die erste Mannschaft ein Hochkaräter ist. Meiner Meinung nach ein Hochkaräter, weil man im Vergleich zu Indien ist so ein bisschen besser. Und ich werde es schon annehmen. Weil, meiner Meinung nach, ich will mit der Schweiz... Oh, ups. Genau, ihr habt es gehört. Wir werden Nationaltrainer von der Schweiz. Und wie gesagt, es ist auch ein Ziel in der Europameisterschaft, das Viertelfinale zu erreichen. Und das wird ja Ende Juni, nein, im Juni selber, im 2016, anfangen im FIFA-Modus. Und wie gesagt, wir sind Nationaltrainer von der Schweiz und ich bin gespannt, wie das sein wird. Aber jetzt kommt das Ganze. Wir sind in einer Tabelle mit Frankreich. Das kann doch jetzt sein. Im Quali. Hä? Das ist aber jetzt. Okay, jetzt kommt es immer wieder komischer. Die Schweiz führt schon mal als Zweites, ist so gut wie weiter, hat da 2 Punkte Abstand. Okay, in dem Fall. Und wir spielen also das erste Spiel heute, kein Ligaspiel, sondern das Nationalspiel gegen die Türkei, wo wir natürlich simulieren werden. Da schauen wir schon da. Und Renato Steffen bedankt sich für meine Geduld und ist versichert, versichert uns, dass das Gerücht, dass er wechselt, nicht dran ist. So, jetzt gehen wir gerade schauen und sie spielt. Was ist das für ein System? Gehen wir gerade ändern. Eigentlich will ich immer eine 4-3-3 spielen, aber es ist. Nein, ich lade 4-3 mal. Und zwar, ich lade Embolo als Stürmer drin, Shaqiri auf der Seite. Auf der. Ich habe schon gedacht, auf der anderen Seite muss ich schauen, was da für die Leute drin sind. Der Zuber einfach mal. Das ist auch noch recht schnell. Dann haben wir Granit Xhaka. Zu viel habe ich natürlich spielen. Und Berami hat er nicht mitgenommen. Tschüss, was habe ich für einen Trainer vorher drin gehabt? Ja, Schwegler habe ich jetzt mal drin, Scher und die Schuhe sind gut soweit, oder... Die Schuhe raus. Nicht wieder schwarz ist oder so, aber mir gefällt er persönlich einfach nicht. Er ist meiner Meinung nach nicht so gut wie man von ihm halt erzählt. Sommer bleibt im Goal, Lichtsteiner, Rodriguez, ja, lassen wir mal so, und so gehen wir auch ins erste Spiel von der Schweizer Nazi, also. So, also. Sie haben gegen Frankreich 0:2 verloren, aber gegen Österreich und Bulgarien jeweils 3:2 und 3:1 gewonnen. Sie spielt in einem 4-2-3-1-System und jetzt gehen wir mal hier und schauen, was kommt. So, und sie spielt mit Mali vom 1:05 und dem Turan und der Gönül. Linksverteidiger, glaube bringt Türkei in Führung. Rodriguez bekommt Gel, Turan auch Gel. Frankreich führt, was sicher mal gut ist. Shahin kommt für Mali, die Schuro für Klose. Für was? Xhaka bekommt auch mal Gel. Mal was Neues, oder? Und wir verlieren also die erste Partie als Schweizer Trainer. Aber das macht nicht viel aus, weil Russland auch verloren hat. Jetzt habe ich aber nur um mich auf das konzentriert. Jetzt schauen wir mal gerade hier. Und zwar auf die Tabelle.
hat nichts ausgewirkt, einfach dass Russland und Türkei 17 Punkte, ich weiß nicht, ob das schon vorher so war, dass es ein Dreierkampf wird um den zweiten Platz, wobei wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht, bis die letzten Spiele sind. Egal, wir gehen weiter und wir gehen das nächste Spiel gegen Vaduz auch simulieren. Da gehen wir jetzt aber trotzdem mal hier. Trolle, nein, Werde ist spannend, das ist Ausländer Rom, den kenne ich schon mal, den kenne ich aber schon von anderen Karrieremodus. Caprari auch vom Pescara. Ist ja aus dem gleichen Verein, wo der Pianason auch gekommen ist. Der Pianason ist auch von dort gekommen. Kerim Franks, der recht interessant aus, lasse ich mal drin. Und Ekichi auch mal. Und spannend schauen wir trotzdem schon hier. Der ist gewechselt. Ah, das ist von Salzburg gekommen. Hast schon gedacht. Und die restlichen lassen wir drin. So. Gut. Dann tun wir aber die Startaufstellung wieder ändern. Das ist ja noch von der letzten Folge. Wechseln wir wieder auf ein 4-2-3-1. Und zwar mit dem Embolo vorne. Oder. Doch, mit dem Embolo vorne. Oder so. Aber dann lassen wir heute mal den Jankolo spielen, der bis jetzt wirklich nicht gespielt hat. Gold lasse ich so mal spielen, müsste eigentlich gehen. Mit Oxford und Traoré auf der Seite. Der Steffen. Nein, den lasse ich jetzt mal so. Aber Geschacke wäre wieder fit eigentlich. Lasse ich aber trotzdem mal auf der Satzbank für den Tegado. Obwohl der Tegado ist gut gefunden, lasse ich die Iten halt ein bisschen raus. Und das ist aber eine gute Form. Dann lassen wir die zwei neuen auch mal auf der Bank. So, und dann gehen wir ins Spiel gegen den FC Vaduz. Und schauen, was wir dort so anstellen. Wir spielen auswärts und sie haben... Oh, die sind ja Dritte, stimmt. Die sind in der Tabelle Dritte, was ein interessantes Spiel ist zum Spielen. Aber wir werden heute nur simulieren für die nächste Folge 2 Spiele. Das heisst, die St. Gallen tun haben es gewonnen und die Young Boys haben es verloren. Das Spiel werden 4-1-2-1-2. Unsere Aufstellung ist auch bekannt. Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen. Spielen wir im Sadiko, wo ausgelehnt ist vom FC Zürich. Und wir auf DJ auch. Zuffi macht aber das 1:0. Stahel bekommt geile Karten. Boetius kommt für Janko rein. Caballero für Schuss 11 Meter. Traoré schießt das 2:0. Delgado kommt für El Mbolo rein. Okay, als Stürmer. Auch mal was Neues. Die letzten 3 Minuten und wir gewinnen das Spiel mit 2:0, obwohl es auch auswärts war, also muss man dann denken, das ist eben da auch noch recht schwierig. Wir trainieren wieder neue Leute, und zwar der Rakowski soll mal ein bisschen vorkommen. Der Oxford und der Saar auch. Also was Jugendforst angeht, sind wir schon recht weit. Was ich einfach ein bisschen verstärken will, ist unsere eigene Jugend, und zwar der Salvi, den wir da haben. Der Nicola Salvi, der hat ja ein Potenzial von 92. Und der Embolo natürlich auch als Eigengewächs, wo ich ein bisschen stärken muss. Der will ich sicher noch auf 80 oder 86 oder so, je nachdem wie hoch er geht, aber der behalte ich sicher, der ist unverkäuflich. Außer er bekommt halt wie ein paar andere Spieler, so der Ehrgeiz, er will wechseln. So, das andere ist uninteressant, wir gegen Groningen tun wir umtäuschen. Watschli spielt Liga und Drakowski soll Europa League spielen. Dann tun wir den Ryan Gold mal raus, Fernandes für den Delgado rein, Steffen soll für den Janko rein, auf die Seite kommt. Dafür, oh, das habe ich nicht sagen, der Franz kommt dafür raus und der Xhaka kommt hier, obwohl er Geld gesperrt ist. Ja, soll halt mal Magali bekommen. In dem Fall, Oxford kommt aus, weil der Walter. Der Salo spielen lassen. Lang kommt für Safari, obwohl er ist gut in Form. Und der Höck auch, dann kommt der Höck lieber rein. So, dann lassen wir es so.
ja, ich denke, das können wir so lassen. Und mal schauen, ob die Umstellung was nützt. Ich will halt nicht in jedem Spiel die gleichen Spieler spielen. Ich bin einer, der recht viel rotiert. Und wir gehen das Spiel gegen Groningen, wo im 4-2-3-1 spielt. Ob unsere veränderte Formation das schafft, das schauen wir jetzt. Sind eigentlich außer der Geschacke fast alle gut in Form. Und St. Etienne gerade in Führung. Oh, das geht viel schnell. Oh gut, dann lasse ich es. Rusnak verletzt leider. Gute Besserung an ihn. Islamovic kommt für ihn. Und Embolo schießt das 1:0 für uns. Höck bekommt eine geile Karte. Gold kommt hier für Delgado, was ein sehr guter Wechsel ist, was ich auch im Spiel wird machen. Franz und für Geschacke. Antonia schießt das 1:1. Komm, schiessen führen. Schiessen das Goal. Aber leider bleibt es beim 1:1. 3 geile Karten für 3 Verteidiger, das ist aber auch nicht gut. Sonst spielen wir mal ohne Verteidiger. Jetzt wollen wir schon schauen, Deutschland abgerast. Gut, dann gehst du halt mal auf Saudi-Arabien. Und der Steffen ist froh, dass man ihn so oft einsetzt, obwohl er jetzt in den letzten 3 Partien nur einmal gespielt hat. Nein, ja, jetzt habe ich das Training verpasst. Gehen wir schon mal in Spanien. Valentin, Rechtsverteidiger. Gut, aber ohne das für uns. Sind alle zu teuer. Bakali sowieso und Vadilo auch. Ich spiele halt seit ich PS2 habe, ich FIFA. Ich weiß nicht mal, was mein erstes FIFA war. Ich glaube, mein FIFA ist FIFA 11 war das erste. Das ist eine gute Frage, wenn das FIFA ich zuerst gespielt habe. Ich glaube, FIFA 11. Oh nein, FIFA 9. FIFA 9 ist das erste, was ich mir gekauft habe, stimmt. Und das ist damals noch für PS2 gewesen. Dodo. Der ist auch. Vertrag läuft aus, das heißt, man kann ihn gratis holen. Martial ist zu teuer. Clark Harris. Das ist sicher mal interessant. Eribi. Das gewisse Esther. Tun wir auch mal anschauen. Bertrand Trauchi mal beobachten lassen. Aber Bakar, da haben wir ja schon untersucht. Jetzt gehen wir weiter. Ich hoffe, dass wir nachher vorkommen. Und zwar gegen Luzern. Da werden wir wieder wechseln. Und der Ragazzi kommt natürlich wieder raus. Für den Watschlik, für den Oxford, wieder für den Höck, der seine schlechte Form verloren hat. Der Galo kann raus, Fernandes kommt wieder rein. Gold kommt wieder auf die Seite, Franz und so viele Geschmack wieder reinkommen. Der Lang bekommt wieder eine Chance auf der Seite. Und Piano hat auch noch seine Chance bekommen. Wenn ihr noch Ideen habt, was ich machen könnte, schreibt mir in die Kommentare. Claude Ali, heute auch mal spielen für den Traoré. Das lasse ich so. So, und so gehen wir auch ins Spiel hier gegen Luzern. Und das wird der letzte Match sein. Das simulieren wir nachher nur noch bis zum nächsten Match mit der Gesandten, wo wir nächstes spielen mit einer 4-4-1-1 Niederlage, die letzten 2 Spiele. Und Franzon macht das 1:0, was ich noch sagen wollte. Die letzten 3 Spiele, 2 verloren vom Luzern und 1 unentschieden gespielt. Und jetzt Oxford angeschlagen. Bjarnason macht das 2:0 und Janscher per 11 Meter das 2:1. Janscher bekommt rot. Zufi macht das 3:1. Heieiei. 90 Minuten durchgespielt. Grasshopper Club Zürich gewinnt auch 2:1 gegen IB und wir können spielen mit 3:1. Dann trainieren wir noch eine Runde. Und Oxford hat sich natürlich verletzt. Oh. Hoffen wir, dass es nicht allzu schwer ist. Dann tun wir der Nicola Salvi ist natürlich auch schon parat. Tun wir hier beim Gold nochmal das Passen üben. Nachher mal auch ein bisschen schiessen.
Oxford wird für 2 Monate ausfallen, was leider sehr schmerzlich ist, aber wir haben den Kümart noch, wir haben den Sar noch, wir haben den Samuel noch. Das müssten wir schaffen, oder? Und weiter Frist für Berliner Nationalteam, das heißt, wir haben bis zum 2. Oktober Zeit, das machen wir aber jetzt schnell. Und eine dritte Nachricht, oh je. Oh, Janko, Einsatzzeiten. Okay, das heißt, Janko will spielen, das heißt, er kommt jetzt schon in die Startelf. Aber für den Bjarnason. Dembro will ich spielen lassen. So. Und das mit Oxford tun wir auch noch in der nächsten Folge schon machen. So, also Bild im nächsten Mal gegen Lugano. In der Tabelle sind wir Erste mit 3 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger, was wir beachten müssten. 16 Goal geschossen, 4 nur bekommen, das ist recht wenig und recht viel auch geschossen, was sehr gut ist. Im Schweizer Pokal sind wir noch nicht drin, aber wir spielen immer gegen Sion gegen Thun. Das ist das Turnier, das wir gewonnen haben. Ich habe schon Euroleague geschaut, unsere Gruppe weiß ich gar nicht mehr auswendig, ich glaube F. Und da haben St. Etienne gegen Florenz gewonnen, 2:1 und wir haben gegen Groningen 1:1 gespielt, das heißt wir sind im Moment Zweiter und teilt uns den Platz mit Groningen. In der EM-Quali, nach dem ersten Match, wo wir gegen Türkei verloren haben, sind wir immer noch Zweiter. 10 Goal in 10 Spielen. Können wir ein bisschen mehr daran arbeiten. Ich kann den Ember noch mal spielen lassen. Dann gehen wir schauen, wie es aussieht für die nächste Folge. So, und das heisst, wir spielen die nächste Folge gegen Lugano. Machen das Spiel fertig, spielen gegen Florenz. Das heisst, Lugano tun wir simulieren, gegen Florenz werden wir spielen. Und gegen IB werden wir simulieren. Oder werden wir das auch sehen? Wenn ihr das auch gesehen habt, dann schreibt in die Kommentare, dann werden wir im Oktober richtig viel Spiel spielen, es wird richtig viel Action geben. Wenn wir spielen gegen St. Gallen die Hause, gegen Österreich die Hause, gegen USA auswärts, das heißt wir fliegen auf Amerika, gegen Sion auswärts, St. Etienne und IB warten nochmal und Lugano warten nochmal und IB werden wir im Schweizer Pokal treffen. Okay, das wird wahrscheinlich andere. Wir müssen wahrscheinlich das gönnen, dass wir gegen Thun und gegen Sion spielen. Also, das heisst, schreibt in die Kommentare, wer es gesehen wollt. Vor allem, wer soll lieber mehr spielen. Wie findet ihr, dass ich jetzt Schweizer Nazi-Trainer bin? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht gut? Welches Spiel soll ich in der nächsten Runde spielen? Welches lieber simulieren? Schreibt mir alles in die Kommentare. Oder wenn ihr, dass ich alle 3 Spiele nächste Folge spielen, schreibt es in die Kommentare, tun den Like da lassen und natürlich ein Abo. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich von euch einen lieben Kommentar bekomme, das können wir echt glauben. Und es macht mir wirklich auch Spaß, euch zwischen Rocket League und FIFA spielen lassen, dass ihr zuschauen könnt. Also lasst dafür ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao.